Wenn wir jetzt schon mal hier im Chamäleon bei Rittersporn und so weiter sind, frage ich mich doch, wie es eigentlich Priscilla geht. Die steckt doch sicher irgendwo, wa? Weil er soll ja sich eigentlich immer um sie kümmern und so, oder? Also, es ist doch logisch, dass sie hier ist. Oder denke ich da falsch und wir sehen sie im Spiel gar nicht mehr? Man könnte ja auch sein. Dass sie nur noch ihre Ruhe haben will. Aber ja, scheint fast so zu sein, war. Obwohl, hier gibt es noch ein Stockwerk. Ja, lässt sich's gut gehen. Kann man nicht anders formulieren. Was? Du sollst aufnehmen, Geralt. Hallo? Ah! Meine Fresse, teilweise da spuckt das Spiel. Ja, also ich sehe vielleicht ist Sim noch im anderen, war. Aber sonst, hübsche Hütte. Kann man nicht anders formulieren. Ist hübsch, kann man durchaus hier leben. Okay, wenn wir sagen, wir gehen wieder runter. Zu Zoltan und gucken wir, was er jetzt zu sagen hat. Achtung, nicht fallen, Geralt. Ganz ruhig. Hier ist sie auch nirgends, war. Wäre ein bisschen unlogisch. Die ist eigentlich noch schwer verletzt. Aber egal. Zoltan. Zoltan? Geralt? Kumpel. Du bist schon eine Weile in der Stadt. Vielleicht kannst du es mir sagen. Warum haben weder Radovid noch hier die Stadt eingenommen? Sehr gute Frage. Vermutlich kann ich das Geheimnis für dich lüften. Der Krieg verschlingt jede Menge Ressourcen. Novigrad hat einen großen Hafen, eine mächtige Flotte und eine Schatzkammer, die vor Gold überquillt. Das macht es sowohl für Redanien als auch für Nilfgaard zum Leckerbissen. Die Stadtmauern sind hoch und die Waffenkammern voll, wie ich verstehe. Dann verstehst du nicht viel. Eine Belagerung wäre lang und grausam, stimmt. Aber vor allem könnte alles Wertvolle im Handumdrehen aus der Stadt verschwinden. Die großen Vier haben darauf hingewiesen, dass die Flotte im Zweifelsfall brennbar ist. Und ein Überfall auf die Stadt würde zu Aufständen führen, bei denen die Truhen der Kirche durchaus geplündert werden könnten. Wer es also auf Novigrads Reichtümer und Schiffe abgesehen hat, dem bleibt keine Wahl, als es über die kriminelle Unterwelt zu versuchen. Interessant. Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Zoltan, bist du sicher, dass diese Sache nicht zu gefährlich wird? Ich meine, es sterben Leute wegen dieser Karten. Nur Zed. Und glaub mir, der war kein unschuldiger Passant. Außerdem hast du seinen Mördern doch bestimmt den Garaus gemacht. Also ist alles in Ordnung. Erzähl mir lieber von den anderen Karten. Meine Güte, ist der habgierig. Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfickt, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal, ich habe Zeds Kassenbuch. Zeig mal. Den Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar Bilsen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. Wer ist Cäsar Bilsen? Der Buchhalter von Hacker. War mal in Ordnung. Ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Angeln? Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Aber da lässt Cäsar sich jetzt nicht mehr blicken. Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Nö, das sicher nicht. Ravi? Wer ist denn das? Ein ordinärer Falschspieler und Schwindler. Will mir nicht in den Kopf, wo er das Geld für die Nathalies-Karte her hatte. Ich habe ihm mal eine Tracht Prügel verpasst. Seitdem ist unser Verhältnis etwas frostig. Du musst ihn wohl alleine aufsuchen. Mal zu erwarten. Soll ihm nicht eingezogen werden? Ja, da stand jetzt da nichts in diesem Guide, von wegen, dass die Quest jetzt sehr wichtig wäre oder welche Entscheidung da relevant ist.
Von dem her, wenn wir sagen, ja. Sultan, es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Ich versuche dir die Karten zu besorgen. Danke, Geralt. Cäsar können wir zusammen aufsuchen. Wir treffen uns vor seinem Stadthaus, der protzigsten Bausünde am Platz des Hierarchen. Hat die Fassade golden anstreichen lassen. Wenn du vorher Ravi sehen willst, würde ich an deiner Stelle zuerst im goldenen Stör nach ihm gucken. Alles klar. Bis dann. Und du brauchst Ravi nicht zu sanft anzufassen. Hau ihm ein bisschen auf die Löffel, dann gibt er nach. Also, viel Glück, Geralt. Mal ganz ehrlich, war Sultan schon immer so? Also sprich aber Witcher 1 und 2. Ich denke mal, Geralt kennt schon von lange. Obwohl eine gute Frage, wa? Kann ich erst aus Witcher 2 oder schon aus Witcher 1? Da kann ich erst beantworten, nachdem ich halt Witcher 2 gezockt habe. Der Teil soll auch umfangreich sein, aber bei weitem nicht so sehr wie The Witcher 3. Also angenommen, ich würde es in Let's Play und so, bei der gleichen Partlänge, müsste man es scheinbar bei irgendwie 80 Parts durchzocken können. So viel Arbeit. Ja, trotzdem noch eine gute Länge. Eine gute Länge, hat er gesagt, ja, ja. Komm, wir machen zuerst das, dann nachher direkt hinter uns. Brauchst du etwas, Meister? Nö, momentan nichts. Aber irgendwie Stiefel an, die glänzen irgendwie so seltsam. Hat doch irgendwie Lackstiefel an, hä? Das geht als neuer Fetischmus, naja, von mir aus. Fetischismus, so, Fetischmus. Naja, er mag Fetischmus und ich mag Schokomus. In dieser Stadt. Schmutzige Völker. So schmutzig wie die Individuen selbst. Naja, wenn man sagen, wir boxen ein bisschen, wa? Irgendwas Ups. stinkt, finde ich. Ich habe diese stechenden Schmerzen im Rücken. Und Fallobst. Nicht? Interessant. Mit schwören können, Geralt fällt da runter. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Ja. Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Was? Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies-Karte. Einverstanden? Naja, wenn er ein guter Zocker wäre, ja, wir können mit Ravi. Boah, Alter! Verdammt! Ja, scheiße, der muss ja fast spielen, aber was, wenn ich verliere? Ist die Karte auch weg? Kann doch irgendwie natürlich nicht speichern, scheiße. Ja, wir versuchen es mal. Also gut. Ha, und ich hielt dich schon für einen Langweiler. Spielen wir, spielen wir! Vielleicht haben wir noch eine Chance, was anderes zu machen nachher. Ja, toll, haben wir schon alle Karten. Wie gesagt, wir haben es im letzten Test gezockt und das war ja ganz interessant, aber ich bin da wirklich nicht irgendwie so der, naja, derjenige, der halt da irgendwie groß Spaß dran hätte. Anführer wechseln, das kann man dann noch machen. Natürlich habe ich sonst keine anderen Karten. Ja, hoffen wir haben mit der, naja, Konstellation eine Chance. Ich meine, ich kenne die Regeln noch, das ist kein Problem, aber... Wenig haben sie dafür eine neue, wa? Mhm. Mit demselben Namen, ja, aber nochmal so eine. Womit eher weniger wasserschwach wie die ist. Rundenbeginn! Ja, war alles.
Fangen extra ein bisschen schwächer an. Haben noch die ganzen Karten hier, also wobei es zusammen die gleiche, toll. Bringt ja auch nichts. Checken mal den zum Angriff. Da habe ich auch ein paar Truppen, wa? Kein Helner Sonderkarte, spielt sofort aus. Zack. Beginnt das schon wieder mit der Fähigkeit. Man schreibt die ganze Zeit, oder steht die ganze Zeit etwas von Passen, ja, ist ja schön, aber ich will dann die Fähigkeit nutzen. Eine Stärke verdoppeln oder was? Momentan führe ich noch, aber das kann sich natürlich schnell mal ändern. So, ich locke ihn an, er sollte noch ein bisschen mehr drauf geben. So, er verstärkt mal die rein noch. Und leg nachher seine Dinger lahm. Nahkampfkarten, hier wäre der falsche, war. Ich brauche, glaube den. Ne, für Ballistika. Belagerungskarten, ja, okay. Der Gegner passt. Jo, ich passe auch. Ja, ein bisschen Queen spielen, naja, von mir aus. Aber gar keine Karten mehr, hallo? Ich will nicht verraten, dass wir über 3 Züge lang spielen. Setze halt nochmal die ein. Hast du noch Belagerungskarten? Das ist schon alle verballert. Tja, nee, ich passe. Was soll ich sonst machen? Du. Was? Alter! Ja, Runden beginnen toll, ich habe keine Karten mehr. Oh, echt für 3 Runden, aber das ist echt also das ist echt unfair, Leute. Ich habe für 3 Runden, dass alle... Okay, ja, zumindest habe ich es mal gelernt, wa? Dass alle kamen für 3... Hätte ich das echt gewusst, natürlich ganz anders gezockt. Wir fangen nochmal von neuem an. Ja, klar, ich meine, ich habe einmal gewonnen, habe alles gegeben, oder? Runden 2 unentschieden, Runden 3 unentschieden, hat wegen dieser dämlichen Fähigkeit gewonnen, nee. Tja, das war's für Ravi. Ey, Geralt, mach was, mach was! Jetzt bist du dran, Scheißkerl. Mann, Geralt, wieso hat nichts getan, ey? Setz dich auf, du Lump. Hä, ihr habt ja gekontert. Moment, jetzt wieder.
Tja, tut mir leid für ihn. Echt, er hätte nicht sein müssen. Das war unnötig. Und vor allem ein Fehler. Jetzt wissen wir, dass es bei so etwas 3 Runden sind. Hallo, gute Frau. Du siehst irgendwie krank aus. Naja, also, es ging mir schon mal besser. Auf, wo du hintrittst. Ja, würde ich gerne, wenn ihr mir im Weg steht. Aber ja, war eine wertvolle Lektion für uns und, bei 3. Ja, doch. Nee, weiß schon, wie ich da künftig besser zocken kann. Ist eigentlich ziemlich offensichtlich, wie das besser geht. Nicht wahr? Deinesgleichen findest du hinter den Mauern. Und die Karte mit Unentschieden. Die finde ich eigentlich noch geil. Unentschieden, dass du dann trotzdem gewinnst. Oder erst recht, war. Brauchst du etwas, Meister? Momentan nicht, dankeschön. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich habe die Nathalies-Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Cäsar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Was zu flöhen. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Können wir ihm die Karte nicht einfach abkaufen? Wäre das nicht unkomplizierter? Wenn ich Geld übrig hätte, würde ich mich nach Porvis absetzen. Cäsar würde Fringilla außerdem niemals verkaufen. Aber keine Sorge, er wird schon nicht zu schlecht wegkommen. Ich habe eine Flasche Mahakama Schnaps für ihn. Der feinste Geschmack der Heimat ist einem Exilanten doch mehr wert als eine blöde Karte. Sagtest du nicht, Cäsar tränke nicht? Nein, ich sagte, man könne nicht mit ihm trinken, weil er sein Haus kaum noch verlässt. Da kann man ihn außerdem abfüllen wie eine Priesterin. Nach 3 Runden können wir bestimmt mit dem kompletten Kabinett rausmarschieren und dabei 3 Jungfrauen von Vicovaro schmettern. Oh Mann, Sultan, ey. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon? Du wirst's als Erster erfahren. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Oh Mann. So tief sind wir als Hexe schon gesunken. Chivai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Nö. Eigentlich nicht. Ich jage eher. Das ist gut. Ein verlogener Angler am Tisch reicht völlig. Kommt rein. Danke. Glaube ich. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe. Ich hab also Unlang mit Thymian. Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Beschissen, ja. Beschissen. Also gut. Schnappt eure Routen. Wir gehen zum Ponta. Das Gelaber lasse ich nicht so stehen. Nicht in meinem Haus. Ups. Hast du gehört, dass Vibo Batilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich habe mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kermohen? Bitte was? Lebenkönerbomben? Ich gehe mal, ja. Entschuldigt mich einen Moment.
Menschen könnten Mahakama-Schnaps nicht bei sich behalten, wenn ihr Leben davon abhinge. Geh nur. Wenn wir dir die Haare zurückhalten sollen, dann ruf uns. Man merkt schon, Sultan hat seinen Spaß. Wann angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. So, dann mal gucken. Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Hä? Die Schublade ist offen. Ganz schlecht, ey. So, ist vielleicht hier drin? Nö, auch nicht. Hä? Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Ja, einen Schlüssel hast du ja. Hä? Ah, jetzt. Passt perfekt. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Ja, wieso nicht, wa? Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Dolch des Vattier de Rideau. Henkerseil des Stefan Skellen. Joachim de Wetzschädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Du musst ja wissen. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Porträt des Kaisers M hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Da stimme ich dir zu. Assir war Anahits Halskette. Ob die echt ist? Egal, wir mitgenommen. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Mann, du sollst... Geralt, nimm's doch einfach an. Dankeschön. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Nur so einfach mitnehmen. Danach in Kermohen fragen. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Ja, toll, wo ist es jetzt? Hä, verarschen, haben wir schon alles untersucht? Das Spiel verarscht mich gerade. Da doch auch schon. Ah, hier ist Fringilla. Tja, scheinbar doch nicht. Wie sieht es eigentlich mit der Waffe aus? Aber da ist was Besseres gefunden. Oh, noch wie gerade Langschwert. Das leider nicht, aber das Langschwert, das können wir mal, war, machen ein bisschen mehr Damage. Yo, Mann. Krass. Wir werden stärker und stärker. Du, 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 du. Darf ich da zurück irgendwie? Nö, war. Das ist scheißegal, wenn wir das alles finden. Was soll's. Wir sind eh gleich weg. Jäger, überall. Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ein paar Zwerge gegen Geralt ist auch nicht Dass sie schlecht. dich geboren hat.
Ey, Geralt, ich wäre vielleicht mal froh, dass du ein Schwert ziehen würdest. Hey, ich konnte doch. Und die Zwerge haben Schneewittchen. Das ging nicht, ich kann bei den Zwergen nicht kontern. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Der bleibt nur fast. So, ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's. Okay. Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Du kennst mich, Geralt. Ich habe keine Vorurteile. Solange die Kasse stimmt. Naja, solange die Kasse stimmt. Ich kann es kaum erwarten, den Bettlerkönig vom Hals zu haben. Das glauben wir ihm gerne. Mal gucken. Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Nein, wenn du meinst. So gut wie tot! Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Hä? Aha. Oh, wir schaffen es auch wirklich. Also teilweise, ey. Der 5. Steuern. Hurensohn hat mir einen Pfahl draufgeschlagen. Was? Ich verstehe kein Wort. Entkommen, Herzog. Bleib einfach stehen. Naja, mal gucken, wa? Mann, oh Mann, ey. Willst du jetzt hier eine Schnitzeljagd oder was? Mann, Geralt, geht auf die Tür! Was? Weiter unten? Aha. Ups! Ja. Kein Fallschaden, cool. Ach, deswegen, wa? So, ganz bitte mal die Leiter benutzen hier. Geralt, benutze die Leiter. Geralt, ich sehe nix. Mann, das Spiel, also teilweise. Ah, dann kotzt mich doch an, wenn man Leiter nicht benutzen will. Jetzt wohl macht das. Also, das ist wirklich. Und da steht nichts von wegen A benutzen und so weiter. Das ist noch tiefer unten. Nee, Leute, haben uns lange. Es weitergeht hier im Kampf gegen den Herzog, ob wir Sultans Quest einigermaßen vernünftig abschließen können. Das waren wir dann wieder im nächsten Part bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, tschüss.